Kurz vor Christtag, kurz vor dem neuen Jahr, gouf eng schlofen Scheinheit am Traité von Lissabon erwäscht, die sind vom EU-Präsident Jean-Claude Juncker. Und hier frage ich mich, wo könnt dann lo an denen endlosen Artikeln von den Träten eng schlofen Scheinheit verstoppt sein? Ganz einfach, unter den Bestimmungen von Artikel 42 und 46 von den EU-Verträgen. Die gesinn eng permanent strukturiert Zusammenarbeit, ja, ich weiß, das klingt nicht wie eine Schönheit, am Kader von der EU 4. Kurz gefasst, eng militärisch Zusammenarbeit zwischen den Memberstaaten, die können und wollen mehr eng zusammenschaffen. 25 Memberstaaten machen do mit, darunter auch Lützeburg. Für was gouf die schlofen Scheinheit dann gerade lo erwäscht? Das Option goufet ja schon seit enger langer Zeit. Se ass aber recht aktiviert gin, weil die Memberstaaten los realisieren, dass die aktuelle geopolitische Situation nicht mehr die ist, wie sie früher war. An Amerika also ein unterstützt, den sich nicht als zuverlässiger Partner erweist, an den so gut NATO vorstellt. Jahrelang haben die Europäer sich auf die amerikanische Militärmacht verlassen. Die schenken aber keine Garantie mehr zu geben. Und dabei ist Russland am Gange, sich zu stärken. Und die EU ist von Konflikten auf seine Grenzen umkreist, zum Beispiel an der Ukraine oder am Mittleren Osten. Das ist also höchste Zeit, dass wir uns selber eine strategische Autonomie geben. Dazu kommt auch nach dem Brexit. Mit dem Depart von Großbritannien verlässt uns eine bedeutende militärische Kraft. Und das müssen wir kompensieren. Mit dem Brexit verlässt uns aber auch ein Memberstaat, der permanent auf die Bremse gedrückt wird, wenn es um die Vergrößerung der militärischen Zusammenarbeit ging. Damit haben die Briten lang Versicht, also Kontinent zu splicken und zu desequilibrieren. Heimat also den Fuß von der Bremse auf das Gaspedal übergegangen. Und die Memberstaaten haben bindend so gemacht, für besser zusammenzuschaffen und ihre militärischen Kapazitäten zusammenzuführen. Das ist eine bindend Zusammenarbeit. Das unterscheidet PESCO von einer freiwilligen Zusammenarbeit am Kader von der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Was können wir uns dann von der PESCO erwarten? Eine ganze Reihe von Projekten, die die Memberstaaten vorschlagen können, und für diese sich da können ummelden. Im Moment gibt es 17 der Projekte. Zum Beispiel ein gemeinsames europäisches Medizinkommando mit dem Ziel, die EU mit genug medizinische Kapazitäten auszustatten, für Missionen und Operationen Terrain zu begleiten. Andere Beispiele: Verbesserung von der maritimen Überwachung, einen militärischen Hilfspark für Katastrophen, den die Memberstaaten in Krisensituationen unterstützt, Zusammenarbeit am Cyberspace und so weiter und so fort. Aber wie ist es dann in dem Kontext mit Lützeburg? Der Grand Duché engagiert sich für 2 Projekte. Den ersten im Bereich von der militärischen Mobilität mit dem Ziel, Militärkonvoien und Transporte am Schengen-Raum zu rationalisieren, dadurch, dass die Hindernisse für grenzüberschreitende Movemente reduziert. Am zweiten Projekt handelt es sich um eine Arbeitsgruppe, die Formationsmissionen an verschiedenen Memberstaaten koordiniert. In Zukunft werden noch weitere Projekte entwickelt gehen. Fakt ist, dass PESCO ein Beweis dafür ist, dass Europa fähig ist, seine Bürger zu schützen. Es gibt ja auch nach dem Europäischen Verteidigungsfonds, den den Memberstaaten erlaubt, Forschungskapazitäten zu bündeln, für Doublons zu evitieren und Militärausgaben mehr effizient zu verteilen. Die EU ist also besten Weg, für das zu erreichen, was weder ihr Freund noch ihr Feind für möglich gehalten hatten: die Schaffung von einer reellen Verteidigungsunion.